Hallo zusammen, ich bin Miskin, bin 27 und bin ursprünglich alevitische Kurdin. Ich bin Burcu, bin 26, bin Türkin und Sunnitin. Wir sind Freundinnen. Wir sind Freundinnen seit 10 Jahre. ja, seit gut 10 Jahren jetzt. Ja. Manchmal haben wir ein bisschen Streit, Ja, so ein bisschen Ehekrisen, ja. aber Dann reissen wir uns zusammen, dann geht es weiter. Dann haben wir noch so manchmal so Themen wie Kurden und Türken. genau. Aber auch da finden wir immer den Weg. Sie ist Kurdin. Ich bin Türkin, aber trotzdem haben wir sehr, sehr ähnliche Wertvorstellungen und auch kulturell haben wir auch sehr viel Ähnliches. Ich bin einfach viel mehr die sensible Partei hier, die empfindliche Albes, wenn es um das Thema geht. Ich kann meine Muttersprache zum Beispiel nicht, Kurdisch, wegen der Assimilationspolitik in der Türkei. Und das geht alles nicht spurlos an mir vorbei. Bei der Burcu weiss ich einfach, wir haben die gleichen Wertvorstellungen. Ich weiss genau, wie sie denkt. Und sie unterstützt auch Rechte der Kurden. Und das ist mir wichtig. Wenn ich würde sagen, es ist mir unwichtig, es stimmt nicht. Es gibt auch gewisse Sachen, die sie nicht unterstützt. Und das ist okay. Ich erwarte nicht, dass jeder so denkt wie ich. Aber gleich gibt es in diesem Thema Kurden und Türken gewisse Themenbereiche, da erwarte ich von einer der besten Kolleginnen, dass sie es unterstützt. Wenn das nicht der Fall wäre, könnte ich mir eine Freundschaft nicht vorstellen. Mir ist eigentlich ein Mensch wichtig und wenn ein Mensch unterdrückt wird oder wenn ein Mensch keine Rechte hat, geht mir das sehr, sehr nahe. Wie reagiert das Umfeld, dass wir da zusammen unterwegs sind? Wenn wir zum Beispiel neue Leute kennenlernen und sie dann fragen, aber was bist du, und dann gibt es auch so dumme Sprüche wie «Hasst ihr mich nicht?» und so. Eigentlich ist es völlig egal, wie die Menschen reagieren. Es kommt auf uns darauf an, was wir voneinander haben in unserem Leben. Und das ist alles sehr positiv. Wenn man auch eine kurdische Freundin hat, sagen viele Türkinnen oder Türken nicht unbedingt, das ist im Fall ein Kurd, wenn man einander vorstellt. Ich tue sie meistens, wenn ich sie mit jemandem vorstelle, sage ich einfach, sie ist Kurdin. Aus diesem Grund haben wir ja den Konflikt, dass wir unsere Identität nicht haben dürfen. Und wenn wir selbst schon 2020 hier sind, unsere Eltern sind hierher geflüchtet, wenn wir nicht mal hier sagen können, das ist ein Kurd oder Kurdin, dann habe ich ein mega Problem. Das ist hure schräg für mich. Genau das ist etwas, was ich an diesem Menschen einfach hure schätze. Und das ist einfach schön, wenn sie das sagen kann. Das ist für mich etwas sehr Grosses und Wertvolles. Eigenschaften. Sie kann mega gut zulassen. Das kann sie wirklich gut, aber sie vergisst dann schnell. Das ist dann natürlich etwas anderes. Ich kann ihr, egal wenn, am 4 und 5 Uhr morgens anrufen und sagen, kannst du bitte kommen, dann ist sie da. Ich weiss, wenn ich ihr etwas sage, es wird nicht weitergehen. Sie ist da sehr wirklich strikt und sagt, du, das ist jetzt ihr Ding und das ist dem sein Ding, ist doch egal. Und so tut sie so bei allen handhaben und das finde ich mega wichtig. Also während diesen Jahren hat es auch Punkte gegeben, also gewisse Situationen, wo man ganz klar hätte auseinandergehen können, aufgrund von dem Thema Kurden und Türken. Entweder ist sie gekommen oder ich bin zu ihr gegangen, wir haben den Kontakt gesucht und gefragt, hey, was war jetzt genau, wie hast du das gemeint? Komm, ich will dich verstehen. Man investiert einfach ineinander. Wir sehen definitiv unsere Freundschaft auch als Vorbildfunktion. Dass es eine grenzenlose Freundschaft gibt. Dass es eine Freundschaft gibt, wo es nicht um Ethnie geht, sondern ums Herz. Der Charakter. Oder romantisch.